Hallo liebe Freunde und Freundinnen, willkommen zu einer neuen Ausgabe Klemmbausteine mit mir, dem Cyril. Es ist wieder Dienstag, es ist 1. Ich freue mich auf eine weitere lustige und graue Runde. Ich habe mich passend zum Eiffelturm auch ein bisschen grau angelegt heute. Wollte dem ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Wir nähern uns am Ende von der Box, aber noch lange nicht am Ende vom Eiffelturm, so wie es aussieht. Hat die dritte und letzte Box nämlich ganz viel drin. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in die Woche gestartet und habt noch eine tolle Woche vor euch. Mit ganz viel Sonnenschein, weil wenn ich raus schaue, ist ein stahlblauer Himmel. Der hätte auch gerne ein bisschen früher kommen können, weil ja, 1. und 2. der Komet ist ja über die Erde hineingeflogen. Er hat so eine komische Bezeichnung zwischen Großbuchstaben und Nummerli. Ja, leider habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht hat ja jemand von euch den gesehen. Ich könnte ja mal erzählen, wie das so war. Bei uns war es grau und bewölkt, aber ich glaube, an gewissen Teilen auf der Erde hat man das durchaus können warnen. Ja, aber wieder zurück auf die Erde und zwar ab auf Paris und wir gehen wieder zurück und machen weiter an unserem Eiffelturm. Ich tue gerade mal geschwind switchen hier und ein Müsli weg, weil das Müsli braucht man nämlich nicht. Und wir haben da, also es sieht eigentlich immer genau gleich aus, ich muss doch nochmal geschwind zurück-switchen. Die dritte Box, hier oben. Und wir sehen jetzt auch, was wir schon gemacht haben, was goldig ist, haben wir schon gemacht. Das Fundament, der untere Teil da mit dem Balkon. Und jetzt geht es noch ganz weiter auf. Ich glaube irgendwie 300 Meter oder so. Ein paar zerquetschte. Ist ja dann echt hoch. Und die Version von Lego hat es doch immerhin auf 1,49 Meter geschafft. Ah, Jesus Maria. Oh, Jesus Gott. Oh. Ah. Okay. Also, einen Moment. Also wir haben ja am 27. schon bereits mal den Special Stream gehabt, wo wir gestartet haben, das 4. mit dem Eiffelturm. Und mir ist es so gewesen, als hätte ich doch auch mal irgendetwas angefangen in diese Richtung. Ich habe es aber nicht mehr gefunden. Oh Gott. Und da ist es. Einmal und zweimal. Ich habe doch nicht mich duschen und es ist tatsächlich in dieser Kiste drin. Ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Ah, so. Ah, wunderbar. Und da unten noch irgendwelche Teile drin. Hat in der Vergangenheit Cyril richtig viel Lust gehabt, das anständig hier zu verpacken. Ah, merci Cyril an dieser Stelle. Okay. Also, ich weiss nicht einmal, welchem Päckchen das wir weitermachen müssen. Das ist immer ganz famos. Aber das sieht soweit eigentlich recht fertig aus, hä? Ich hoffe es. Da unten hat es noch irgendwelche Teile dran. Die habe ich wahrscheinlich abgespalten. Ich muss mich jetzt da ganz kurz einfinden. Weil die gehören wieder dran. Das sind grundsätzlich Fundament für die Säulen. Und irgendwo ganz weit hinten gehören die noch dran. Jetzt ist nur die Frage, wohin genau? Der ist ja in eine gewisse Richtung. Ist der ausgerichtet, die Säule? Da habe ich wieder einen famosen Job geleistet. Aber Moment, ich kann mich hier ein bisschen orientieren anhand von der Anleitung. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt ist nur die Frage, muss man das auch zweimal machen? Ich kann mir sicher auch nichts Schönes vorstellen, als mir zuzuschauen bei etwas, was ich schon mal gemacht habe. Aber sind wir ehrlich, eine grosse Überraschung ist es jetzt auch nicht, oder? Okay, also, das ist mal gut. Es hat eben innen dran auch keinen Anhaltspunkt. Ausser die Querstreben. Ich sehe gerade, es ist keibendunkel.
wieder mit der Cam. Wenn wir das gerade ein bisschen... Wow, nein. Bleib einfach da, bitte. Wieder ein bisschen heller machen. So, ich glaube, jetzt erkennt man es ein bisschen besser. He? Gut. So, ich tue mich jetzt mal versuchen, anhand von diesen Querstreben zu orientieren. Da sind wir schon viel zu weit. Ah, die hätten da schon angehört. He? Gut. Also, so wie es steht, kommt das so in die Mitte. Das heisst, jetzt muss ich schon schauen. Einfach spiegelverkehrt, oder? Ja. Oder? Warte jetzt. So. Ah, so. Gut. Und dann das Graue irgendwie da an. Nur nicht zu fest drücken. Wir wissen, wie das läuft für mir. Es fliegt einem nachher alles um die Ohren rum. So. Und da ist der 3 hier. Der Abstandhalter für näher das Teil. Hey, schau mal. Follow. Merci für ein Follow. Epic Gaming YouTube Let's Play wahrscheinlich. Herzlich willkommen. Schön, dass dir der Content offenbar gefällt. Ich nehme es jetzt einfach mal frecherweise an. Gut, okay. Das ist schon mal schön und gut, aber ich tue jetzt die noch nicht montieren. Die kommen dann direkt auf unseren schönen Eiffelturm, auf Basis dort beim Balkon drauf. Aber das bringt es ja noch nicht jetzt. Ich würde sagen, genau die Halterung sicher machen wir noch fertig. Das wäre nämlich sinnvoll. Oh Gott. Jetzt hat es da auch noch Tüten drin, die ich schon aufgemacht habe. Also, der Vergangenheitsserie hat wirklich an einem richtig dummen Ort aufgehört. 45. Das sind alles ganz weit. Das ist alles 60. 50, also 58, 58, so nicht. 49, ja, vielleicht halten wir mal 47, 46 und 69. Du kannst auch weg. Immer schön, wenn man sich so ein organisieren am Anfang, oder? Da haben wir das einfach Flausch. Warum das da drin ist? 73? Auch keine Ahnung. 54, 71, 4, 51, 64, 57. Nein, schau mal, ich habe doch etwas studiert. Wir haben das Teil schon da drin. Vom 45. Die ganze Fussel ist da. Okay. Ja gut, also Leute, dann tue ich das einfach mal da über. Weil ich kann das Fundament nicht da übernehmen. Und dann bauen wir das halt später zusammen. Dann gehen wir jetzt eins weiter und machen die anderen zwei Säulen noch. 6 und 47 müssen wir starten. Sehr gerne. Da kommt wieder irgendwelche Werbung rein. Schlimmste. Also gewisse Hilfsprogramme hier auf dem PC. Aber die nerven da die ganze Zeit mit irgendwelchen Pop-ups. Du musst das updaten. Hey, du hast alte Dateien. I don't care. Lass mich in Ruhe. Bionic! Herzlich willkommen. Wie geht's dir heute? Geschaffig. Fleissig wie ein Bienchen, wie immer natürlich, oder? Nein, oh Gott.
Ah, wir sind wieder in der grauen Welt gefangen. Es geht los, Leute. Vorhin mal noch auf unserer einen Toilette gsi, die schon lange nicht mehr war, weil die haben es mal umgebaut, also so Teil renoviert einfach. Alte Fliesen raus, neue rein, sonst ist alles noch genau das Gleiche. Und jetzt hast du jetzt so einen scheiß Dyson Handtrockner drin und kein Papier mehr. Also wenn du die Nase schnitzen, dann musst du wieder zurück ins WC und dann gehst du mit dem Papier an, oder? Dann musst du extra noch mal die Spülung betätigen, oder also es ist... Einerseits sparst du Papier, das ist wunderbar. Da bemüht sich brack.ch auch drum übrigens. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr, weil wir viel Papier eingespart haben, 2,6 Millionen Blätter Papier, sind in etwa 330 Bäume oder so, haben wir eingespart. Ja. Gestern krank sein, darum heute ein bisschen nacharbeiten. Du darfst nur einen Tag krank sein. Ah, das ist ja bitter. Südländer Schnäuzli, ja. Nein, das ist mein Last of Us Schnauz in Ehren zum zum Pedro Pascal. Ich wollte immer Pablo Escobar sagen. Wobei ja das auch nicht allzu weit weg ist. Hat mich aber inspiriert, dann mal wieder ein Schnäuzli stehen zu lassen. Und mal wieder so ein bisschen unter Tipps zu gehen oder sich mal wieder ein bisschen jung fühlen, mal wieder so ein bisschen wie 20 sein. Wobei, gut, ich weiss nicht, mein Bartwuchs war mit 20 noch nicht so gewesen. Aber ich weiß, was ich meine. Zwischendurch braucht es wieder ein bisschen Veränderungen. Wobei in dem Sinn lässt man ja einfach das Alter stehen. Genau. Ja, aber darum habe ich gedacht, why not? Wie ist es mit euch so? Wie die Last of Us schon angefangen haben zu schauen. Ausser gestern habe ich noch nicht gesehen. Ist cool gewesen. Hexafly, ja, graue Welt, graues Hemdli, alles ist grau und schwarz. Eben, ich passe darum auch perfekt. Ich bin schon fast Camouflage. Wenn ich hier so aufmache, dann sieht man eigentlich nur noch den roten Rahmen von unserer Webcam und das Lego-Modell und sonst verschwindet alles. Ganz, ganz schlimm. Kein Spoiler. Nein, ich sage auch überhaupt nichts. Ich sage überhaupt nichts. Ich finde, es ist eine wunderbare Serie bis jetzt. Super gelungen. Sehr schön erzählt. Viel Tiefgang. Was ja, ein bisschen gefehlt hat in der Vergangenheit bei vielen Serien, wo gewisse Charaktere einfach einfach nicht so viel Tiefe hatten. Ich finde, das ist hier wunderbar gelöst. Schatz von Montezuma auf Disney. Worum geht es dort? Also was ist das? Ist das animiert oder? Das sagt mir jetzt überhaupt nicht. Aber Disney habe ich schon lange nicht mehr offen gehabt. Mandalorian 3 dann. Ah, da fällt mir nicht mal so wie Star Wars alles nachschauen. Nochmal. Einfach, dass ich wieder voll drin bin. Im Mood. Auch eine Serie. Aber ist es so mit echten Schauspielern oder ist es animiert? Der Schatz von Montezuma. Ist es so ein bisschen, was so Indiana Jones mäßig, so Adventure oder wie? Einen Schatz suchen. Okay, ja, dann cool. Dort noch etwas, wo ich auch würde schauen. Ich bin ja als kleiner Golf immer gerne am Regenbogen hinterher gesäckelt und habe gehofft, dass ich am Ende einen Topf voll Gold finde. Leider hat mir am Schluss nur der Schnuff gefällt. Aber ans Ende bin ich nie gekommen. Das ist einfach nur eine Lüge. Oder ich bin nicht genug schnell gewesen. Ich könnte natürlich versuchen, einfach ein bisschen schneller zu säckeln. Vielleicht kommen wir dann ans Ende vom Regenbogen. Uncharted Indiana Jones Style. Oh, geil! Okay. Ja gut, das könnte ich mir vielleicht noch reinpfeifen. Das klingt cool, ja. Würde ich mir gönnen können. Gönnen wollen.
Momentan ist es ja wieder schlimm, eben wegen Last of Us haben wir Sky abonniert und dann Netflix wegen sowieso und dann eben noch Disney wegen Mandalorian und so. Man kann fast nicht mehr ohne mehrere Streaming-Dienste, also man kann schon. In der Schweiz ist das ja auch legal, aber ich will es dann doch wirklich in der vollen, krassen Auflösung. Am liebsten noch mit HDR 4K und Dolby Atmos und hast du nicht gesehen? Also die volle Dröhnung am liebsten. Ist mir persönlich auch wichtig. Für was habe ich Atmos daheim, wenn ich es nicht brauche? Darum habe ich auch das Apple TV Teil kaufen, weil das von Swisscom hat keine Dolby Atmos, das hat mich so genervt. Haben wir schöne neue Anlage gekauft, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Vor 1,5 Jahren so. Und dann noch da die Dolby Atmos Reflektoren und dachte, wow, geil, jetzt mal wie im Kino. Was denkst du? Sinis, ZX, hey! Willkommen zum Stream, wie geht's dir heute? Zita Jones spielt der Bösewicht. Ah, cool. Die kenne ich nur noch von. Die hat doch mit dem. Ist das der George? Nein, das ist nicht der George Clooney gewesen, oder doch? Dort die. Der Film ist sicher schon 30-jährig. Wo sie so in einem grossen Schloss sind und sie, glaube ich, ausbildet zu so einer Art Räuberin, Agentin, die ihn keinen Schatz stellen oder so. Guten Tag, Lordplay. Herzlich willkommen, schön bist du schon da. Wir sind wieder fleissig dran. Ich habe auch noch keinen Fehler selber gemacht, nur der Vergangenheit Cyril hat Fehler gemacht, möchte ich da mal hervorheben. Bis Last of Us fertig ist und dann alles auf einmal ist. Also fertig oder die erste Staffel fertig? Ich habe mir jetzt einfach gesagt, bei Last of Us wollte ich auch mal von Anfang an dabei sein. Aber sonst bin ich mit dir voll einig. Schaue ich auch lieber gerne alles auf einmal. Da bist du ja voll in der Serie drin. Oder dann hast du nicht da Cliffhanger, musst wieder eine Woche warten. Oder manchmal noch länger, weil es vielleicht gerade zeitlich nicht passt. Ist eigentlich die Musik zu laut? Ich habe so das Gefühl, ein bisschen. Das Ganze ein bisschen. So, ich glaube, jetzt ist es besser. He? Ja, solange ich mir selber nicht die Schuld geben muss, ist eigentlich alles sehr willkommen. So bin ich. Gut, okay, jetzt, wir müssen ja alles zweimal bauen. Haben wir angefangen da, hä? Okay. Sinis hat auch angesprochen mit diesen gefühlt 20 Streaming-Diensten. Ja, also es ist sicher eine Gefahr dort, dass man wieder so zu diesen Grauzonen-Streams geht. Das passt ja auch wunderbar zu dieser Thematik von heute mit dem Eiffelturm. Und sich die Sachen halt dort holt, wo man alles an einem Platz hat. Und dann wieder so in Richtung Piraterie geht. Wobei eben, dass ja in der Schweiz ein bisschen anders angeschaut wird. Aber es wäre halt schön, ja, wenn man es einfach an einem Ort hätte. Ich meine, wenigstens hat HBO eingesehen, dass man das Zeugs auf Sky anbieten kann. Aber da, was hat so HBO Max oder irgend sowas? Oder damals, wo Game of Thrones rausgekommen ist. Das war ja so klein gewesen. Also, wieso soll ich für das noch Geld zahlen und dann hat es fast nichts drauf? Hey. Vor allem so mega halt US-orientiert, oder? Das ist kein Roman, nein. Also, momentan, wenn es aber ein bisschen ruhiger ist, habe ich jetzt Zeit, um so etwas zu lesen. Das ist kein Problem. Ich gebe mir die Mühe noch.
Und da bin ich auch immer interessiert, was ihr so dazu zu sagen habt, zu diesen ganzen Thematiken, oder? Also ich meine, meine Ansichten sind ja nicht universell. Verlockende Falle! Ja, Bionic, genau das ist es auch. Ja. Ja, genau. Genau das meine ich. Aber ist das mit dem... Das ist, glaube ich, schon nicht mit dem George Clooney, oder? Wie heißt denn der andere? Wie heißt denn der andere Alt-Grauhörige? Ja, bei dem Match ist auch ganz mühsam, ja. Da ist halt so viel Geld dahinter, oder? Mit der Werbung und allem. Aber manchmal nervt es halt, oder? Dann denkst du, ja, jetzt kannst du den Match schauen. Nein, du musst noch 7,90 Franken zahlen, wenn du sehen willst, weil der Match kommt nicht auf SRF 2, der kommt auf Blue, dafür kommt der andere, der niemand interessiert, auf SRF 2. Aber ja, so machen es halt auch die Kohlen, oder? Aber auch ich bin da sportlich halt nicht so involviert. Das ist meine Frau, aber ich schaue dann halt aber mit. Aber es ist schon mühsam, ja. Und eben dann hast du dort halt nur so das Schweizer Zeug. Und wenn dich das Internationale interessiert, dann musst du noch mehr zahlen. Oder nimmst die DAZN, die DAZN da, wie das heisst. Da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr so Ami-Zeugs drin. Aber eben, da fehlen dann nachher wieder europäische Sachen und so weiter und so fort. Also, wenn du sportbegeistert bist, was da musst du blechen, damit du alles ein bisschen schauen kannst, das ist unglaublich. Nimmt es fast Wunder, ob die Leute am meisten Kohle mit so Sachen machen. Mit so Abis. Das sind ja auch nachher noch Werbeeinnahmen so. Hey, schau, bei uns und so vieles Abi, du kannst bei uns so und so viele Leute mit deiner Werbung erreichen, bla 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 bla. Ein bisschen arbeiten, ja, dann einen schönen Lurk wünsche ich dir bei Bionic. Merci vielmals für das Umlurken. Und gutes Arbeiten. Krauttyp ist alles an einem Ort, ja. Eiffelturm-Menschen. So, ich nehme an, das müssen wir auch. Wie viel Mal müssen wir das machen? Das, wahrscheinlich einfach zweimal. Ich mache es jetzt zweimal. Die sind ja genau gleich, da die Säulen. Krass, bei Anime gibt es einen primären Bezahl-Streaming-Dienst. Dennoch nutzen die meisten Bullshit. Ja. Ich bin dort nicht mehr so unterwegs. Früher oft gewesen, aber ja, ich war auch eher bei Bullshit gewesen. Damals hat er noch keine eigene Kreditkarte gehabt. Also ich merke, das ist schon ein bisschen her. Ich habe die Heime noch Naruto Japanisch mit Fan-Subs. Also Untertitel. Noch auf CD-ROM. Kennt ihr das noch? Das ist bei Kassetten fast schon. Der Sean Connery! Ja, genau, der Sean Connery. Der andere Grauhörig. Ja. Sean. Ich meine, ganz früher hat es ja nicht einmal da einen Bullshit-Torrent gegeben, sondern da hast du das Zeugs noch über, kennt ihr noch? Kazaa, Emule, LimeWire? Irgend sowas. Dort gezogen und da hat es zum Teil ja Videos darunter gehabt, die sind so wirklich mit in einer Grüsselkamera im Kino
aufgenommen worden. Und ja, weil natürlich hast du zu den Coolen gehören, hast du das auch runtergeladen oder bist du zu den Kollegen heim und der hat dann gesagt, hey, ich habe den neuen American Pie. Kommst du auch schauen? So, ja voll. Und dann hast du das gegeben und hast wirklich so, keine Ahnung, von der Auflösung so 3-4 Pixel gehabt. Das war noch richtig arm gewesen. Aber ja, ist ja gleich gewesen, oder? Damals hast du noch mit so Sachen zufrieden gegeben. Globi und Kasperli auf Kassette, ja! Wobei, Globi habe ich nicht so, ich glaube, ich habe eine Globi-Kassette gehabt, das war Globi und Kasperli, weil ich lieber Kasperli hatte. Und der Pumuckl habe ich es sehr gerne gehabt. Und was noch? Was hat es noch gegeben? Die 5 Freunde habe ich noch ein bisschen gehört, aber auch nicht so viel. Und irgendwo bei meinen Eltern, irgendwo im Keller, liegen die ganzen Kassetten noch rum. Aber die sind im Keller und also die sind wahrscheinlich... Die hat es wahrscheinlich fast schon genommen mit der ganzen Feuchtigkeit dort unten und Kälte und dann wieder warm und was weiß ich alles, die sind sicher durch. Livewire und deine Familie hat sich gefragt, warum der PC voller Viren ist. Ja, genau so ist das gegangen. Aber Livewire hat das coolste Icon gehabt mit der Limette. Aber ja, dort hast du aber Zeugs abgezogen, also. Nein! Nein! Ah, sorry. Ah, der Lowplay hat auch noch geschrieben, ich bin ehrlich und hat zwar Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, ja. Ich habe nicht Amazon Prime, aber Sky noch. Aber Bullshit ist halt doch besser. Ja, mehr Auswahl, gratis und in der Schweiz auch nicht verboten. Genau, ja. Ja, absolut. Also ich kann die Leute auch voll verstehen, oder? Das ist mega mühsam. Mega, mega mühsam. Ich muss mein orange Clippy-Teil holen. So. Wieso schwirrt das ein bisschen doof? Ich hoffe, der LOLplay sieht es nicht, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ich sage einfach nichts. Und die Internetrechnung war hoch. Ja, früher noch mit ISDN, oder? Und das schöne Geräusch, das es gegeben hat, wenn die eingewählt hast ins Internet. Ich weiß schon gar nicht, wie das tönt. Aber das war immer so nervig. Wieso macht das Geräusch, wenn man sich ins Internet einwählt? Wieso hat das Geräusch gemacht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. TKKG hatte ich so ein Rätselbuch gehabt. Also so eins, wo du hast können lesen und dann ist gestanden, wenn die, keine Ahnung, wenn du links gehen, dann gehst du auf Seite 87, wenn du rechts gehen, gehst du auf Seite 126. Und dann hast du von dort können weiterlesen. Aber da habe ich nur ein Buch gehabt. Das war, glaube ich, vom Rainer Knizia. Also, ich meine, ich mich jetzt nicht ganz täusche. Der, wo fuck. Wie hat jetzt das Velo in der Kindersendung Tom Turbo, glaube ich, geheissen. Oder? Ich glaube, der hat das entwickelt gehabt. Und er ist doch dann immer im Office gsi, im Headquarter. Und der Tom Turbo, das Velo mit der grossen Fratze und den grossen Augen, die immer so auf und zu gegangen sind, hat ihm dort solche Direktiven durchgegeben und so. Irgendwie so ist das gewesen. Ja, und der hat eben das TKKG-Buch dann auch noch gemacht. Und, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das genau der gleiche ist. Es gibt auch noch einen Spieleentwickler,
wo aber ein anderer ist. Ja. Nein, das ist wahrscheinlich ein anderer, den ich meine. Wer hat denn den Tom Turbo entwickelt gehabt? Wie hat denn der geheißen? Der mit dem Schnauz. Ah, der Entschuldigung, nicht Rainer Knizia. Thomas Brezina. Ja, genau, der. So hat er geheißen gehabt. Barracks, bonjour. Wie geht's dir? Wir sind heute französisch unterwegs. Passt ja hervorragend zum Eiffelturm. Du hast dich schon eingestimmt. Sehr löblich von dir. Ja, das Faxgerät hat den gleichen Ton gemacht. Ja. Aber ich glaube, das Faxgerät hat das nicht nochmal so Nummern, die du gewählt hast, wo ja früher auch einen Ton gemacht hat. Hat, glaube ich, nur nochmal die Töne von diesen Nummern nachher gemacht. Ne? Ist also sinnlos. Warum? Hast du früher eine Bestätigung gebraucht, dass das Gerät, das technische Gerät, wo ja kein Vertrauen hast dazu, dass es auch tatsächlich schafft? Und dann hast du vielleicht so die akustische Rückmeldung gehabt, die Bestätigung vom Gerät, hey, ich bin wirklich etwas am Machen. Dir geht es gut? Ja, mir geht es auch wunderprächtig. Wir bauen heute wieder an die Eiffelturm. Aber es sieht immer noch alles ist genau gleich. Aber man nähert uns langsam aber sicher der Spitze. Also auch von diesen Teilen müssen wir sicher nur noch etwa 20 machen. Und dann, dann haben wir es. Ah, schau mal. Jetzt kann man das da noch so anheben. Ah, und da braucht es noch so ein Mini-Knubbeli. Ich kann sogar schauen, wo das ankommt. Das ist ja ganz famos. Ha! Pure Satisfaction, wenn das so 1:1 passt. Das ist immer die Frage, ist es lang? Jetzt wollen wir da noch die Querstreben da machen. Pizza! Schon wieder Hunger. Vorgestern waren wir am Match IB Luzern. Ich ergreife keine Partei, aber ich bin ein absoluter Noob. Und was war es? 4:30. Ich hatte schon so ein bisschen Hunger gehabt, aber gewusst, nachher wollte ich noch mal essen. Und wir haben gesagt, wir machen Pizza. Aber irgendwie haben wir dann gleich zu viel Hunger gehabt in der Pause. Also, was haben wir genommen? So eine Poulet-Döner-Box, die es dort gibt. Dann heimgekommen natürlich, irgendwann so am 8:30 oder 9 oder was auch immer. So, gleich noch Hunger. TK-Pizza, richtig schön ungesund, oder? Ganz toll. Reingeschoben. Frau ein Stückchen gegessen, ich den ganzen Rest. Super gewesen. All das, was ich abgearbeitet und abgelaufen habe letzte Woche an der Spielwarenmesse in Nürnberg, die 30 Kilometer, schon wieder alles weg. Jetzt kommt Google. Einwahlmodems von früher haben jede beliebige Telefonnummer angewählt und wir haben nicht können wissen, ob es tatsächlich das Modem angeht oder ein Mensch. Okay. Darum haben Modems beim Verbindungsaufbau einen Lautsprecher eingeschaltet, wo alle Geräusche auf der Leitung ausgegeben hat, damit man im Zweifel das Huber hier, da ist der Huber, hat können hören, falls es dann eben an die Telefonnummer gegangen wäre. Und man den Telefonhörer können abnehmen und Entschuldigung sagen, dass er auch noch sagt, oder hey, wenn du falsch angewählt hast, sag bitte Entschuldigung. Ansonsten dient das Gekreische bei der Verbindungsaufnahme dazu, dass sich die
Mod. Okay, da ist der fertig. Ja, aber interessant, dann ist es wirklich so ein bisschen Bestätigung gewesen für das Gerät, was es macht, oder? Und hast jetzt Faxnummer eingegeben oder Telefonnummer und beim Internet dann etwas Ähnliches. Dass sich die Modems miteinander über die Parameter der Datenübertragung einigen können, zum Beispiel welche Modulation mit welcher Geschwindigkeit. Wow, die Technik früher, hä? Hat es echt Leute gegeben, die sich aufgeregt haben, dass das Modem jetzt kein Geräusch mehr macht und man jetzt nicht weiss, ob man eine Telefonnummer angewählt hat oder nicht. Das ist sicher, also sorry, wenn ich da jetzt wieder schubladisiere, aber ältere Leute, und ich werde da auch mal einmal eine sein, die regen sich ja gerne über so technische Fortschritte auf. Dann wird es sicher der eine oder die andere gegeben haben, der sich darüber aufgeregt hat, dass es nicht mehr macht, oder? Ah, was? Töne, die beim Modem fürs Internet einloggen, was Modem beim Internet einloggen von sich gegeben hat, sind eigentlich das Passwort gewesen, was es rausposaunt hat. Echt? Also wie sind die Abstände für 0 und 1 gestanden, oder wie? Und wenn man das zusammengesetzt hat, hat es dann dieses Passwort gegeben. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Das ist ja creepy, hey. Man hat das Passwort können wortwörtlich ablösen. Muss ich dann mal auf YouTube schauen, aber es klingt ja hoch interessant. Ist euch die Technik voll weggefallen oder kann man das immer noch so ein bisschen wie ablesen? Ich meine, man hört es jetzt akustisch nicht mehr, aber irgendwo muss ja gleich das Modem, das zu einem anderen Modem bzw. ein Server eine Verbindung aufbaut, einen Ping bekommen, dass es beim richtigen Server ist, oder? Aber der Ping ist wahrscheinlich dann, also die ganzen geheimen Daten sind wahrscheinlich irgendwie verschlüsselt dahinter. He? Ja, also ich bin nicht einmal gut genug für einen Hobby-ITler, von dem her erübrigt sich die Diskussion von meiner Seite auch. Seit der digitalen Umstellung ist das anders, okay. Da kann ich mich nicht mehr als Hobbyhacker versuchen. Und so mit dem Stethoskop an der Wand Passwörter von den Leuten ablösen. Das ist schade. Da habe ich gedacht, ich könnte da noch eine weitere Karriere einschlagen. Da muss ich halt doch PM bleiben. Ah, was? Oldplay sagt, heute hat SRF selber ein Studio zur Verfügung gestellt für die Präsentation vom neuen Formel 1 Auto. Wow, okay, ganz cool. Und jetzt machen sie da wirklich so ein Doku damit, oder wie? Also ist einer vom Rennstall dabei und erklärt den Karren auch ein bisschen, oder ist es einfach so eine Fanproduktion? Apropos Präsentation, eben letzte Woche sind wir von Donnerstag bis und mit Samstag an der Spielwarenmesse in Nürnberg gsi. Ist meine erste solche Messe. Sehr, also sagen wir so, der Donnerstag ist schon sehr erdrückend gsi. Einfach von den vielen Eindrücken, die es gegeben hat. Also sprichwörtlich eindrückend. Wirklich heftig.
wenn du dort reinlaufst in die Hallen und es hat einfach mehr Farben als dein Augenrezeptoren hat und kann verarbeiten und alles bewegt sich und Leute schnurren links und rechts und so. Also wenn du Epileptiker bist, dann ist das absolut überhaupt nichts für dich. Das ist absolut crazy gewesen. Aber es war auch sehr spannend gewesen. Wir haben sehr viel neuartige, neue Spielwaren gesehen, aber es geht natürlich auch viel so im Networking, um die Leute ein bisschen kennenlernen, Connections aufzubauen und zu schauen, was machen die anderen so. Also es sind alles Hersteller gewesen natürlich und Lieferanten, aber jetzt nicht so Endverkäufer quasi. Es sind aber anscheinend mega viel nicht mehr gekommen. Also offenbar ist die doch ein bisschen kleiner geworden, die ganze Messe. Irgendwie 700 bis 800 Aussteller haben es gefehlt im Vergleich zu früher. Ja, und wir haben natürlich etliche Termine gehabt und wenn dann musst du irgendwie von der Halle 2 in die Halle 12 übersäckeln, dann kommst du dann ein bisschen schwitzen. Lordplay sagt noch zum Formel 1. Also man hat einfach können Fragen stellen und beantworten lassen zum neuen Auto und es ist mega schön. Sieht man das? Ja, kann ich jetzt schlecht schauen. Aber es sieht sicher fetzig aus. Hat es vom Designaspekt her ein bisschen etwas Neues dann? Irgendetwas Spezielles, was vielleicht jetzt neu ist für das 23. Also ich nehme an, es ist fürs 23, oder? Das ist nicht ein Preview für Saison 24, oder schon? Ich kenne mich da eben wirklich leider ein bisschen zu wenig aus. Schwarz-Rot, oh, das klingt aber fetzig. Fetzig. So richtig Darth Vader-Style. Ich hoffe, der drinnen hockt, hat auch als Helm den Darth Vader-Helm mit dem Stimmverzerrer natürlich. Wäre mir persönlich wichtig, oder? Weil, wenn du schon Cosplay machst, dann ziehst du es durch. Real Phoenix, hey, lange nicht gehört. Ja, läuft prima. Prima, wie immer. Habe bisher auch nur einen Fehler gesehen, aber es hat Fehler gemacht, aber es hat fast niemand gesehen. Es ist halt ja, so ein bisschen der graue Alltag, oder, wo jetzt uns jeden Dienstag begleitet. Das ist leider der Nachteil, wenn man ein Gerüst aus Metall baut. Ja, aber ich denke, am Ende von dem Stream habe ich dann entsprechend auch Finger, die grösser sind als mein Bizeps, wenn ich da die ganze Zeit das Metall da oben muss hieven. So, ich hätte jetzt gerne einfach noch ein Kreuzchen. Kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, das ist so ein Teil, wo man überall sieht, oder? Also ich muss es nur einmal machen auf dieser Seite. Würde mich aber wundern. Weil es hat ja schon alle anderen Teile jetzt auch da für das zweites. Ja, dann schwierig. Da hat es auch noch irgendwelche Teile drin. Sehr schön. Aber leider nicht die wir suchen. Aber ich habe doch alles aufgemacht. Ein Kübel ist auch nicht.
Ja gut, dann machen wir einfach nach dies nach und dann finden wir es da schon raus. Schwarze Rennanzüge zum schwarz-roten Formel 1 Karren. Wow, das stelle ich mir sehr geil vor. Ja, ich habe langsam Paranoia ab euch, oder? Ich kann ja nicht mehr in Ruhe einfach ein bisschen Lego bauen, oder? Ihr schaut mir ja so genau auf die Finger und jedes Mal, wenn ich etwas falsch baue, dann wende ich gerade meinen Job, meinen Sitz hier und dann fühle ich mich halt bedroht in meiner Existenz. So ist es. Aber ich gehe jetzt neu zum Therapeut und kämpfe da gegen meine Angst an. Fühle mich sicher auch schon ein bisschen sicherer. Aber ich denke, es braucht halt noch so seine Zeit, oder? Oh, désolé, ja, ja. Ah, schön, hier ist schon Französisch am Nachmittag, nach dem Mittag. Habt ihr gern Französisch in der Schule? Ech. Welches Buch habt ihr gehabt zum Lernen? Ich glaube, unseres hat das Bonjour geheißen, einfach. Unser französisches Buch in der Schule. Das war so 4:3 und etwa so dick gsi. Ein rechter Schinken. Und das sagt Bonne Chance. Bonne Chance sagt man auch etwas. Bonne Chance. Lehrmittel. Nein, das ist nicht das, was wir hatten. Ich glaube, das, was wir hatten, das hat ja sonst niemand. Viele kommen, glaube ich, mit dem Bonne Chance. Weil ich das Thema schon mal angeschnitten hatte. Wahrscheinlich wäre es auch besser gewesen. Viel Glück, wirst du es sowieso hassen. Finde ich ja gut. Passend. Hast du mir den Link geschickt? Okay, merci, LOLplay. Den gönne ich mir doch gerade mal geschwind. Alfa Romeo. Wow. Der ist ja wirklich sexy. Ich tue jetzt das da nicht dazwischen schneiden, weil es hat nichts mit Klemmbausteinen zu tun. Aber ich gebe mir da nachher noch einen neueren Blick nach dem Stream drauf. Schöne Autos sind immer schön zum Anschauen. Schöne, schnelle Autos. Italienisch ist viel schöner, aber Italienisch brauchen noch weniger Leute. Ich glaube, das ist es halt, oder? Ich meine, du kannst gerade mal ins Tessin damit und auf Italien und das war es dann schon fast. Ich meine, wenn du Französisch ein bisschen kannst, dann verstehst du zum Teil wenigstens ein bisschen Sachen im Italienischen oder auch im Spanischen und so. Aber wenn ich mir noch hätte eine Sprache aussuchen können, dann hätte ich sicher gerne Spanisch geredet. Ich persönlich finde das sehr eine attraktive, schöne Sprache. Hat das so ein bisschen Power drin, wenn ihr versteht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ja, das Französisch hat mir schon ein bisschen geholfen, weil ich damals im Resti hatte ich einen Pizzaiolo und der ist halt von Varese gekommen und der hat nur Italienisch geredet. Und ich konnte also schneller Italienisch können als er Deutsch, weil ich halt noch das Französisch hatte. Und klar, ich meine, wenn mir irgendjemand zugelassen hätte, dem hätte sich da die Zechennägel aufgerollt, oder? Aber er hat halt Freude gehabt, dass wenigstens jemand versucht, sich ein bisschen mit ihm zu verständigen. Dann mit der Zeit habe ich nachher auch versucht, Deutsch mit ihm zu reden.
Das war eine spezielle Geschichte gewesen. Ich musste dann auch mit ihm auf die Gemeinde, wegen der Anmeldung und Wohnung und Zeugs und Sachen, hast du nicht gesehen, wegen der Kinder und alles. Wieder gefordert gewesen, ja. Aber es ist aber noch gut, wenn du so ein bisschen ins kalte Wasser gerührt wirst und dann eben halt musst. Da hast du halt keine Ausreden und musst dich irgendwie verständigen. Wir Schweizer können Holländer verstehen, genau, wenn man gut anhört. Aber die Holländer können schlechter die Schweizer verstehen. Hat einmal mein holländischer Kollege mir gesagt. Also er hat eher Mühe mit Schweizerdeutsch verstehen, als ich jetzt ihn kann verstehen. Aber ich weiß auch nicht. Also eigentlich macht das keinen Sinn. Das ist so ein wie Einfallsgleich Ausfallswinkel oder eine Art. Das ich so kann sagen. Ich finde zum Beispiel auch Chinesisch fände ich auch noch interessant. Also ich finde Sprache per se keine schöne Sprache, vom Klang her, von der Melodie. Aber halt, wie sagt man das? Also so wie sie geredet wird, oder? Die haben ja vor allem von den Buchstaben her Wörter, wo je nachdem wie sie aussprichst, ob es raufgeht, runter, gleich bleibt oder was auch immer, von der Tonalität her, dann etwas anderes bedeutet. Ja, und ich habe damals, als ich im Service war, hat mir eine mal gesagt, wie ein Guter auf Chinesisch heisst. Kann ich jetzt nicht mehr, wir müssen nicht dranbleiben, es gibt keine Sprachlektion. Ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Aber ich habe mir das dann immer so wieder eingeredet, oder? Und am Schluss, als ich das Essen angestellt habe, haben das eben gesagt und es haben mich alle so gehäuselt angeschaut, weil ich eben wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht den richtigen Tonfall verwünscht habe. Und vielleicht habe ich sie auch noch gerade beleidigt. Aber danach hat es dann doch nicht ausgesehen. Rein objektiv betrachtet, wie würdet ihr Schweizerdeutsch als Sprache bewerten? So von 1 bis 10. Und gibt es eine Sprache, die ihr lieber würdet reden? Egal, ob es jetzt von Nutzen ist oder nicht. Aber einfach, weil ihr keine irgendwelche Vorzüge bei dieser Sprache seht vielleicht. Also ich frage das nochmal, weil ich weiß nicht, ich würde Schweizerdeutsch wahrscheinlich so 7 von 10 geben, denke ich. Also einerseits ist es natürlich Einzigartigkeit, oder? Weil, ja, wir reden das nur in der Schweiz. aber es ist dann doch wieder auch ein bisschen angelehnt am Deutschen. Oder? Und sicher auch für die Vielfalt, weil jeder Kanton schon fast hat seinen eigenen Dialekt und im Kanton innen gibt es nachher auch nochmal die Unterdialekte. Also Emmental ist nicht gleich wie Stadtbern und so. Auch mal die Böhme dort oben auf dem Büppi und so, keine Ahnung, ich kann das gar nicht.
darum gibt es extreme Unterschiede. Und ich würde aber Abzüge geben, wegen dem die ganze Zeit, was es so fast schon charakteristisch ist für Schweizerdeutsch. Aber da komme ich einfach das Kotzen über. Ich finde es einfach nicht schön. Und weil ich ja eben so angefressen bin, was Dungeons Dragons, Pen and Paper und so anbelangt, finde ich, du kannst, auch wenn dir noch so viel Mühe gibst, Bösewichte nicht gut vertonen. Es tönt nie cool, wenn du sagst, komm da hin, ich will dich umbringen, als come here, I wanna kill you. Also irgend so etwas in die Richtung, oder? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder gerade gestern Thematik war, Critical Role ist gerade so eine Szene, dort hat damals noch in der Live-Show der Matt Mercer so mega schön so einen Endboss vertont gehabt, und ich kann das natürlich nicht nachmachen, er hat die super Stimme, aber gesagt so, I will tear you into oblivion, nein, follow me into oblivion. Oder? Also folgt mir in die Leere, oder? Also auf Schweizerdeutsch ist es einfach so, wie eine Märchen-Tante, hey. Es tönt einfach nie geil. Und ich finde schon auf Hochdeutsch tönen gewisse Sachen besser, weil die Wörter, mehr Wörter zur Verfügung haben, wo wir zum Teil zusammenfassen und unter ein Wort stellen. Darum gibt es da auch wieder ein bisschen Abzug. Schau jetzt da. Kommt schon der Kantönliche Geist. Lowplay sagt Zürichdeutsch 9, Thurgaudeutsch eher so gratis Verhütung. Oh Gott. Also, kommt nicht bei mir, ich habe da nichts gesagt. Schweizerdeutsch ist schon so die unnötigste Sprache, die du lernen kannst. Ja. Krasse CH hast aber auch nur bei den unbeliebten Dialekten. Aha, okay, ja. Ja, es gibt sicher Dialekte, die zugänglicher sind. Aber eben darum würde ich viel lieber Englisch können. Ich finde, da gibt es auch viel mehr Auswahl, was Dialekte anbelangt. Und sie sind auch ein bisschen einfacher zu machen. Oder du kannst viel besser einen Inder, der Englisch, gut, Inder geht eigentlich immer gut, aber vielleicht noch einen Chines machen, oder jemand Asiatisch einfach, sagen wir es mal so, wo Englisch redet, als jemand, der von dort kommt und Schweizerdeutsch redet. Oder ich gebe ein krasses Beispiel. Jemand, der Zwergen, oder? In der Fantasiewelt Zwergen immer schottisch. Das ist ja auch Englisch, darum kann man das gut machen. Aber habt ihr schon mal einen Zwerg von Schottland gehört, der Schweizerdeutsch redet? Mit einem schottischen Akzent? Also Chinesen sind einfach Chinesen, oder? Die kommen ja von China, wir sind Schweizer. Ich habe da niemanden jetzt beleidigt. Einfach ein Beispiel geben. Oder? Asiaten, die Schweizerdeutsch reden. Ja, gibt's ja. Hallo? Also, wir haben eine im Team Eigenmarke Next. Die kann perfekt Chinesisch, weil die Eltern halt bilang und redet perfekt Schweizerdeutsch. Das ist eigentlich mega gut. Aber bei ihr merkt es nicht, weil sie eben bilang aufgewachsen ist. Ich habe perfekt Schweizerdeutsch und perfekt Chinesisch, darum hörst du keinen Akzent raus. Ah, ich muss zuerst noch das da machen. Und Schweizer, die Hochdeutsch reden müssen. Ja. Ich sage ja als Politiker Deutsch, oder? Ja. Die SVP hat entschieden, dass wir diese Resolution ablehnen. Das können wir so nicht machen. Und das ist einfach so cringe. Das ist... Oh. Ich finde das schlimm. Aber es gibt auch wieder Leute, die finden es schlimm, wenn Schweizer eben
perfektes Hochdeutsch redet. Also ja, aber ich rede lieber oder versuche in der dann richtig Hochdeutsch zu reden. Aus Respekt vor den anderen Sprachen, finde ich. Gib mir eigentlich immer Mühe, aber ich bin auch sehr linguistisch orientiert und weniger logisch. Darum fällt mir das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Maybe. Klammerli. Da. Barracks, was willst du wissen? Die hocken da drinnen. Habe ich das jetzt falsch erzählt, oder was? Sie hat doch... Also ich habe sie letzte dort gehört hocken. Und da hat sie Chinesisch geredet in der einen Minute und in der anderen wieder Schweizerdeutsch. Ich habe gedacht, ja, Chapeau. Das ist geil. Also ich meine, wenn du Preise verhandeln mit den Chinesen, ich denke, da kommst du viel die geileren Preise über, wenn du Chinesisch reden, als wenn du so Bünzli... Ah, dammit! So Bünzli Englisch redest. Das gibt es ja auch noch, oder? Bünzli Englisch. Yes, we can talk tomorrow and then in the meeting we can discuss the prices. Wobei die Deutschen dann auch so Englisch reden zum Teil. But this rolls up my toenails. Jetzt. Hogwarts Legacy ist so geil, wer das nicht spielt, verpasst etwas sehr Geiles. Ich warte noch. Also ich habe jetzt keine Zeit. Aber ich würde es mir schon gerne ziehen. Aber ich lasse es zuerst mal, unsere Chefin spielt das heute Abend. Garo kennen ihr ja mittlerweile. Mal schauen, was sie so dazu meint. Aber ich meine, wir müssen schon fast kaufen, nur dass man kann auf dem Feuerblitz mal durch Hogwarts nach Hogsmeade durchfetzen. Barry sagt, ihn stresst am meisten die Leute, die nicht richtig Englisch können und the als the. Ja, the English. Das stimmt, das ist wirklich schlimm, ja. Aber ich finde es auch schwierig, oder? Wenn das in der Schule, wenn du dir nicht Mühe gegeben hast, um das irgendwie ein bisschen zu üben, dann ist es auch schwierig. Und dann nimmst du halt einfach the, weil da hast du das the, oder das zwischen den Zungen da, was wir halt nicht brauchen. Aber ja, musst du halt eben ein bisschen Mühe geben, ja. Aber das finde ich auch schlimm, ja. Das ist immer so die Offenbarung für mich interessiert die Sprache nicht, Hauptsache mich verstehen die Leute. Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendjemanden verurteilt habe. Aber eben, ich bin eher der Sprachler, weniger der Statistiker, Mathematiker, whatever. «19 Stunden? Barracks? What?» Der LoLplay auch schon. Wieso könnt ihr schon spielen? Das ist doch erst heute am 7. Die Stiefmutter redet so Englisch von dir. Eieieiei. Okay, dann musst du immer so ein Ohr so zuheben, dass wenigstens nur auf dem einen weh tut, oder wie? Aha, hey.
Soll ich das jetzt gerade melden, LOLplay? Das ist ja frech. Also das darf man doch... Konsolen sind heute Mitternacht. Okay. Aber aufpassen mit Fremdwerbung hier, Leute, bitte ein bisschen. Ja. Ablästern immer sehr gern. Aber wenn ihr etwas Tolles zu erzählen habt, dann lieber nicht. Ja, ich weiß, also ich habe ja auch mal dort geschafft. Ich weiß schon, wie das läuft. Ist aber immer kritisch, kommt immer ein bisschen darauf an, wer es rausbringt. Weil es gibt auch gewisse, die das gemerkt. Und dann hast du dann ziemlich hohe Busse und das nächste Mal die Ware auch nicht mehr zum Release. Und ich weiss aus der Vergangenheit, dass zum Beispiel der Mediamarkt so ein Spezialist war. Und ich weiss auch nicht, wer dort oben das Regal eingeräumt hat, aber die haben öfters Games schon viel zu früh in den Regal gehabt. Und wir haben das dann natürlich, oder haben das damals mitbekommen. Ja, und irgendwann ist dann das natürlich auf Twitter und was auch immer geleakt und so. Und da haben dann die ein Problem gehabt. Also mega davon abhängig, was es für ein Publisher ist. Nintendo zum Beispiel, wenn das vorher in den Läden gehabt hast, also dort sind wirklich Scouts in die Läden gegangen und haben geschaut, ob du das Game schon vorher draussen hast. Und dann hat es dann gecachert. Und da reden wir dann von einer Strafe im 5-stelligen Bereich. Und dann kannst du dann für eine Zeit lang vergessen, dass du deine Ware zum Release bekommst. Ja, lol, also ich tue ja niemanden verurteilen. Ich meine, ich habe ja auch das Zeug aber schon vor dem Release gehabt, oder? Also. Das ist ja auch cool, da kannst du nachher schon mitreden. Hast nicht mehr so den Stress. Wir haben zum Beispiel immer Stress gehabt am Anfang, oder? Weil wir haben dann schon ein bisschen Auskunft geben und so. Und dann hast du ja schon ein Stück weit, wenn du das Game gezockt hast, dass du ein bisschen eine Ahnung hast, um was es geht. Hast du wieder Meetings? Ja, dann viel Vergnügen, merci fürs Hineinschauen, Barracks, und viel Vergnügen, gute Meetings. Und bis die Tage. Also schön wäre, wenn wir... Jetzt ist es schon wieder 1:45, das gibt es doch einfach nicht. Jetzt würde ich sagen, schön wäre, wenn wir jetzt da die Säule noch fertig bekommen. Dass wir wenigstens den nächsten Stock noch haben. Aber ich glaube, das schaffen wir. Das sollte jetzt möglich sein. Einfach immer noch ein bisschen traurig, dass mir da so ein Sternchen da fehlt. So ein Rädchen oder was auch immer. In letzter Zeit bin ich wieder mega in der Retro-Stimmung. Gestern habe ich die ganze Zeit Soundtrack gehört von Final Fantasy VIII. Das hat mich noch recht lustig gedacht, weil ich als 8 eigentlich nicht so viel gespielt. Der Kollege war mehr Fan von dem, ich eher vom 9. Aber Musik habe ich doch
fast bis ans Ende alles kennt und schon mal irgendwie gesehen und so, aber ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Wäre vielleicht auch mal etwas, wenn es dann vielleicht in HD oder so mal noch rauskommt. Aber ja, ich glaube, die Chance ist relativ gering, dass man das 8 nochmal neu auflegt. Bis ein gutes 9 haben sie nur eigentlich einen Port gemacht. Das ist eigentlich kein Remake. 7 ist eine spezielle Geschichte. Ja, Ports wären eigentlich noch nice, oder? Dann muss man nicht so viel machen. Gibt es von Final Fantasy 8 einen Port auf den PC, auf Steam? Gibt es das? Ich glaube, mir hat die Thematik einfach nicht so gefallen. Es ist so semi-futuristisch ja gewesen, so ein bisschen noch angelehnt an Final Fantasy 7, so Soft Steampunk Vibes. Aber darum hat mir als 9 so mega gut gefallen. Das ist richtig Fantasy gewesen. Ja, meine lieben Freunde. Das muss doch da rein. So. Und das muss man ja auch noch reinklemmen. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass man da ein paar mehr von denen findet. Aber ich gehofft, es ist in der Box, aber es ist nicht in der Box. Dann vermissen wir halt so ein Sternchen. Schade. Das betrübt mich jetzt ein bisschen. Warte, das kommt ja auf die andere Seite. So, dazwischen ist das. Das kommt ja hier unten an. Ja, jetzt fehlt es natürlich da wieder eins. Habt ihr auch so etwas, was ihr seit, ich sage jetzt mal, Teenager-Zeiten hört und immer wieder hört? Sei es irgendwie eine Band oder eine Playlist oder ein Komponist, Komponistin. Sido. Der hat natürlich auch eine uralte, krasse Geschichte. Ja. Aber er hat ja, wenn ich jetzt so einen Profi dabei habe, was war sein Beweggrund gewesen, dass er die Masken abgenommen hat? Also ich bin leider in diesem Bereich wirklich, habe ich keine Ahnung. Aber er ist am Anfang immer mit seiner Chrom, dem Schädel da auftreten, oder? Agro Berlin gross geworden. Ja, da kann ich wirklich überhaupt nicht mitreden. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Darfst du mir gerne erzählen. Also ich habe das Gefühl, ich tue wirklich oft noch in meiner Kindheit oder meinen Teenagerjahren zumindest musikalisch feststecken.
höre immer wieder keine Ahnung, Sum 41, Papa Roach, 3 Days Grace, Linkin Park natürlich ganz weit oben. Ja, und einfach so eine Playlist, wo ich aber mich so ein bisschen wieder in die Zeiten zurückversetze. Und zwischendurch habe ich auch mal noch so D&B, Drum Bass Phase gehabt. Oder halt sehr viel mit der ganzen Gaming-Musik oder Nobuo Uematsu und so und Co. Also der Final Fantasy komponiert hat, die meisten Sachen. Finde ich halt wunderschön, einfach zum Hören. Zum ein bisschen abschalten. Oder Howard Shore natürlich mit Herr der Ringe. Und viele Lieder für mich auch so ein bisschen Chill-Vibes. Warum weiß man gar nicht so richtig, warum er die Maske abgelegt hat? Okay. Das ist weird. Das ist wahrscheinlich einfach sein Marketingberater hat gesagt, so jetzt nimm die Maske weg. Die Leute identifizieren sich eher mit einem echten Gesicht. Doch nur mit der Influenz zu tun. Ah, die Maske ist immer ein Teil und sogar noch auf dem aktuellen Cover. Okay. Ja, in dem einen Lied, was ja voll so in die Pop-Sparte hineingeht ist, zumindest im Radio auf und ab gelaufen ist, erzählt er auch von seinen Tattoos und so. Und dass er halt eben sehr viel von der Vergangenheit mitnimmt, was ihn eben halt zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und das mit diesen Tattoos dann nie vergisst. Was ja noch eine schöne Art ist, zum Tattoos zu machen. So eben Momente, die man nicht vergessen will. Aber ich denke, die vergisst man auch nicht. Aber es ist eher so, ja, man erinnert sich gern vielleicht dran. Und so wird man ein bisschen öfters daran erinnert. Ich bin auch sehr ein emotionaler Musikhörer. Also ich tue meine Playlist oder meine Lieder, die ich gerade höre, sehr von meiner Stimmung abhängig machen. Ist das bei euch auch so? Oder ist bei euch mehr die Handlung? Das kann ich auch nachvollziehen. Oder hey, ich bin jetzt im Gym, darum brauche ich etwas Herz. Oder ich bin jetzt daheim, darum brauche ich etwas Softs. Oder was auch immer. Ah, Maske ist sogar bei allen Alben drauf. Alright. Ja, wenigstens hat das durchgezogen. Ich meine, ist eigentlich auch cooles Marketing, oder? Dann holst du die Leute ab vor der Maske und die neuen auch noch. Dann gibt es so keinen Identitätsbruch. Was ja eigentlich fatal wäre vom Marketing her. Und jetzt rede ich natürlich so, als hätte ich Ahnung. Es ist sicher wieder vor mir, das Teil. Ah, Moment. Das habe ich ja... Ach, ich suche völlig das falsche Teil. Also aussen die grossen und innen die kleinen. Aber jetzt fehlt mir doch Zeugs. Oh, will mir jetzt Lego sagen, bei der einen kann ich es doppelt bauen und bei der anderen nicht, oder was? Was will mir Lego mitteilen? Wollt ihr mich verrückt machen? Wo ist das Viererli? Da.
Mal doch, stimmt ja alles, oder? Mal. Ich will jetzt mit Themen mega hin und her hüpfen, aber jetzt muss ich gleich, jetzt ist mir gerade noch etwas in den Sinn gekommen, was mich so hässlich macht. Habe ich vielleicht letzte Woche schon angesprochen, aber Netflix, wo ja so viel Serien absetzt, auch gute. Aber ich habe gefunden, mit Archive 81 haben wir endlich mal wieder einen guten Neuzugang gehabt in der Horror-Psychothriller-Sparte, wo es ja nicht viel gibt. Und das ist so auch so ein bisschen angehaucht von Stranger Things, ein bisschen. Ich finde, das hat so viel Potenzial gehabt und jetzt ist das einfach abgesetzt worden, schon nach der ersten Staffel. Ich habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht, warum werden jetzt so viele Staffeln abgesetzt oder generell bei Netflix. Und das ist einfach, sie schauen wirklich hart auf den ersten Monat, wie viele Views gibt es, wie viel hat es gekostet und schaust du deine Serie innerhalb von dem Monat auch fertig. Oder wie oft wird die Serie im ersten Monat auch fertig geschaut? Und wenn es das nicht erreicht, dann ja, sorry, tschüss, merci. So läuft das dort. Also eigentlich muss ich mich bei euch ausser beschweren, weil ihr einfach Archive 81 nicht geschaut und nicht fertig geschaut habt. Aber ja, falls ihr gerne so ein bisschen Psychothriller mit Horrorelement, nicht zu Straub. Ich sage mal so ein bisschen Stranger Things Staffel 4 vom Niveau her. Weniger rot, mehr schwarz, grau. Ja. Dann kann ich euch das empfehlen. Auch wenn es nur die erste Staffel jetzt wird sein für alle Ewigkeit. Ich will es trotzdem nochmal geben. Ich habe das eine super tolle Serie gefunden. Marianne habe ich auch so cool gefunden. Ist offenbar auch abgesetzt. Auch eine Horrorserie. Aber kann ich auch nachvollziehen. Also, Horror ist jetzt einfach schon wieder ein bisschen durch mit dem ganzen Hype, wo damals Conjuring, Insidious und Annabelle ausgelöst haben. James Wan. Und ja, dann jetzt nochmal eine Horrorserie machen, dass da der erwartete Erfolg ausbleibt, ist irgendwie schon ein bisschen im Himmel geschrieben gewesen. Ja, und da finde ich es halt schade, wenn man es nachher gerade wieder absetzt. Ist in der Lieblingsserie oder eine, die ihr gerne gesehen habt, die letzte abgesetzt worden bei euch? Teilt doch euren Kummer hier im Chat mit. Ich teile ihn mit euch. Den Kummer und den Frust. Manifest hat scheint auch noch sollen. Also es ist ja nicht abgesetzt worden. Es ist ja fertiggestellt mit Staffel 4. Aber es hätte eigentlich auch noch länger gehen. Offenbar hat es so ein bisschen nachgelassen nach der ersten zwei Staffeln. Verstehe ich auch. Es ist schon ziemlich transparent gewesen, was wie sich Geschichten so würde entwickeln. Das ist nach meiner Meinung. Es war gleich eine gute Serie gewesen, aber dann, wenn wir Mystery anschauen, dann ganz klar lieber Lost, auch trotz am Ende. Schaut lieber Lost. Habe ich damals geschaut, wo ich Grippe hatte, eine Woche lang. Ich bin echt übel verwünscht. Und dann habe ich einfach mir alle Lost-Staffeln heimgestellt und durchgesuchtet. Also das ist, glaube ich, die übelste Seriendröhnung, die ich jemals mir angetan habe. Aber das war geil. Ja, mit der Frau ist es, glaube ich, schon zweimal angefangen jetzt, aber zweimal noch nicht fertig geschaut. Ich weiss immer noch nicht, wie es ausgeht.
Wir sind so schlimm, wenn uns Serien gefallen, dann schauen wir es immer wieder, aber immer wieder von vorne. Wie eben aktuell The Mentalist. Super Krimiserie. So wie CSI, einfach ein bisschen anders halt. Ich finde, dort haben alle Charaktere eine super Entwicklung. Richtig toller Main Arc. Perfekt erzählt. A bis Z. Super. Das schauen wir jetzt zum 3. Mal schon. So. Das Gartenhägli, wichtig. Ready Player One. Nie gesehen. So oft empfohlen. Noch nie gesehen. Muss jetzt ins Chemiekämmerli. Schon 7 oder 8 Mal geschaut. Ja, ich weiß. Also als Gamer nur schon müssen wir das ja schauen. Schande. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich kann mich nicht mal mehr als Gamer bezeichnen, weil ich das nicht geschaut habe. Unbedingt. Ja, es ist ja auch immer noch auf Netflix. Es ist also schon sicher seit Jahren auf meiner Liste drauf. Wenn du jetzt 7 oder 8 Mal schon gesehen hast, dann spricht das ja schon ein bisschen für Qualität. Dann müsste ich mir das ja schon mal antun. Was macht denn der Film so gut? Sind es einfach die Referenzen mit den Games, oder? So. Die Handlung wie auch die Machart. Okay. Da lehnst du jetzt aber schon ein bisschen weit aus dem Fenster. Also bei so einem Gamer-Film quasi eine gute Handlung. Wer ist der Bösewicht? Ist das jemand aus dem Gaming? Darf man das erzählen? Ist das zu viel Spoiler? Und natürlich ein bisschen ein Wunschtraum. Also so ein bisschen wie Tron quasi in dieser Welt gefangen dann. Tron habe ich auch in sich eine wunderschöne Geschichte gefunden. Zuerst noch Tron 1, was natürlich heutzutage fast nicht mehr anschauen kannst. Aber wenn der eben zuerst dich einfach durchbrügelst und dann das 2 schaust, finde ich toll. Richtig, richtig gut. Eben mit Originalschauspieler oder Originalschauspieler. Super erzählt. Ja, nein, ich sage nicht, dass Eis schlecht ist. Ich sage nur, weißt du, wegen der Qualität, oder? Ich meine, bist du ja heute ein bisschen anders gewöhnt. Nein, einfach wegen dem. Aber er ist verhältnismäßig gut gealtert, ja. Aber ja, so ganz alte Filme muss ich amigs schon ein Stück weit überwinden. Um die dann noch wieder schauen oder zum ersten Mal schauen. Aber der schlimmste Film, den ich gesehen habe in den letzten Jahren, war «Der Leuchtturm». Mit dem Robert Pattinson und dem Willem Dafoe. Genau. Das war eigentlich kein alter Film.
Der ist damals, ich weiß auch nicht, im 16 oder so noch rausgekommen. Aber der war auf Allgemach. 4:3 Bildformat, also etwa so wie die Webcam jetzt. Und It's Chixco. Merci vielmals für den Follow und ja, danke vielmals. Ja, das freut mich natürlich sehr. Schön, dass du da bist. Auf ein schönes Tag. Und sag doch mal, was dein Lieblingsfilm ist. Wir sind jetzt eben gerade beim Leuchtturm und ich finde, dort ist. Der ist 4:3 mit Webcam da rundherum und er ist schwarz-weiß. Und dann hat er noch so die Grain Particle, also die so ein der Wetterungseffekt, oder? Dass er so extra alt aussieht. Und eigentlich solltest du denken, Willem Dafoe und Robert Pattinson ist eine andere Geschichte, aber eine sehr hochkarätige Besetzung. Und es geht einfach darum, der Willem ist dort der Leuchtturmwärter und der Robert kommt mit dem Boot dort an und soll ihm, glaube ich, durch den Sommer oder so helfen, den Leuchtturm wieder ein bisschen Vordermann zu bringen und ja, halt immer ein bisschen unter die Arme zu greifen und so. Und das wird so extrem weird. Und zwar Sachen, die ich jetzt da nicht einmal erzählen kann, wie das nicht jugendfrei ist. Also selten so einen schrägen Film gesehen. Aber weil es eben so ist wie ein Verkehrsunfall, musst du es einfach fertig schauen. Lieblingsfilm kannst du gar nicht einmal sagen. Okay. Jetzt ist dir aber sicher etwas zuerst durch den Kopf gegangen. Was wäre denn das gewesen? Oder was schaust du aktuell gerade so? Das kannst du natürlich auch sagen. Ja. Und eben, den haben wir nachher dann gleich noch fertig geschaut. Schlimm. Also, das ist ja so ein Film. Kennt ihr die Filme oder Serien, wo er so nachher so am Boden hocken vor dem Sofa, emotional völlig fertig sind? Aber im negativen Sinn, nicht wie, wow, das ist so geil gewesen, oh mein Gott, ich will nie mehr etwas Besseres sehen, sondern hockt einfach dort und so. Fuck. Was habe ich mir angetan? Was habe ich gerade geschaut? Ja, das war recht ein Horror gewesen. Aber ja, ich meine, für die Leute, die Horrorfilme schauen, da gibt es natürlich auch ganz, ganz schraube Sachen. Und ich mich auch schon gefragt habe, warum? Warum? Wer kommt auf das sein? Wer kommt auf das Zeug? Alle Sharknado-Filme habe ich eine gesehen, das haben wir gelangt. Ah, die guten Zeiten von den C-Movies. Also die ganzen Z-Movies, oder? Wo wirklich nur noch der absolute Müll sind. Wo du nur kannst betrunken schauen. Brack.ch distanziert sich natürlich von übermäßigem Alkoholkonsum und Alkoholkonsum bei Minderjährigen. Mad Heidi Clockwork Orange. Mad Heidi kenne ich nicht, aber Clockwork Orange ist auch so etwas. Genau, IWS 83. Jawohl. Geht auch absolut in diese Sparte rein. Straube Sachen. Kennt jemand von euch Human Centipede? Googelt es nicht. Schaut es nicht. Please. Don't. Aber für die, die es kennen. Also, ich glaube, das ist so etwas, das sind so 90 Minuten, wo man eigentlich gerne aus dem Kopf rausschneiden kann. 6 Filme? Ja, ich glaube, der hat einfach 10 Franken Budget. Und das war's, oder? Dann machst du einfach 60 Franken, muss einen reinschiessen oder jeden. Und dann ist gut. Hast du das schon finanziert? Das ist doch voll easy. Was hat es denn dort? Hat es nur noch einen mit so
Sharknado versus Giant Octopus und all das Zeug. Oder? Irgend sowas noch in die Richtung hat es auch noch gegeben. Was ich auch so ein bisschen cringe finde, aber trotzdem amigs noch schauen, sind so die ganzen der weiße Hai Abklatsch, also die billige Abklatsch, wo immer so 3, 4 20-jährige Frauen, ist ja immer Klischee, oder? Gehen irgendwo tauchen und dann kommt der Hai oder sie finden noch eine alte Ruine und tauchen dort zu weit rein und die hat dann fast keine Luft mehr und so. Es ist immer genau das Gleiche. Und sie sind alle trashig. Aber irgendwie, wie sie so trashig sind, sind sie, keine Ahnung, auch ein bisschen Kult. Was? Es ist so schlimm, am Schluss sieht Weltall Hai. Aber wie, was? Das musst du mir jetzt nochmal anders schreiben, vielleicht. Bitte. Verstehe ich jetzt leider gerade nicht. Aber apropos Weltall-Horror finde ich ja. Wie heißt das? Space? Nein, Space Horror ist nachher so Cthulhu, oder? Nein, das ist Cosmic Horror. Jetzt sind wir voll im Horror-Zeug drin. Aber Event Horizon habe ich sehr gerne früher. Aber das ist mittlerweile, es ist nicht ganz so gut gealtert. Es ist immer noch okay. Aber es gibt ja nicht viele Alternativen außer Alien und Alien vs. Predator und so. Ach so, okay. Schluss geht 2 Teile. Okay. Ja, am Schluss musst du natürlich mit dem Knall aufhören, oder? Vom Urknall zum letzten Knall. Quasi. Also juckt. Hey, das sind aber die letzten Streben. Yeah! Und nachher machen wir es zusammen. Dann hole ich dann doch das Fundament da über und dann bauen wir noch das drauf. Dann zeige ich euch das noch in voller Größe. Und dann machen wir für oben. Wunderprächtig, wie das wieder aufgeht, als hätte ich das geplant. Als hätte ich das geplant. So die Verarschungsfilme gibt es auch nicht mehr so, oder? Wie, kennt ihr noch Scary Movie? Da hat der billige Abklatsch von Screams. Muss los! Ah, schade. Okay, ja gut, dann merci vielmals fürs Hineinschauen, Lowplay. Und auch dir eine wunderbare Woche noch dann. Und bis bald. Tüdelü! Eben, Scary Movie bin ich gerade gewesen. Das wird heute auch nicht mehr gemacht. Aber dort haben sie es so ausgereizt. Ich glaube, Scary Movie hat irgendwie 8 Teile bekommen, wo sie alle Horrorfilme verunglimpft haben. Die ersten 2 hast du noch schauen. Ich glaube, es ist auch, der Humor verändert sich ja auch ein bisschen mit dem Alter, oder? Irgendwann findest du ja die Sachen, die so völlig überdreht sind. Und so, Flachwitz ist etwas anderes, aber das ist anderer Humor, anderer flacher Humor. Halt so
ich weiß auch nicht, überdreht schlecht, vielleicht. Ja, du findest das nicht mehr so extrem lustig. Vielleicht hat man auch darum gesagt, also jetzt machen wir das nicht mehr. Die Leute haben es satt. Also, keine Ahnung. Ich glaube, 3, 4 habe ich vielleicht noch gesehen, damals im Kino. Und dann war es dann auch wieder gut gewesen. Das waren noch die Zeiten mit The Ring und The Grudge. Es hat immer wieder so Phasen, wo das ganz gross ist, das Genre. Und dann hat es wieder Phasen, wo eben rein gar nichts passiert. Oder wo einfach nur Müll rauskommt. Ich wollte eigentlich sicher schon seit einer Stunde das Hemd mal abziehen, weil es einfach so warm ist. Aber jetzt denke ich mir so, ja, jetzt lohnt es sich irgendwie auch nicht mehr. Das ist wie beim Gamen, oder? Dann nur noch das und dann hole ich mir etwas zu trinken. Nur noch das und dann hole ich mir irgendwie etwas zu essen oder so. Eine Stunde später, der Magen grummelt schon, man ist am Verdursten. Ja, ich sollte jetzt wirklich... Ich sollte jetzt. Das passiert jetzt wahrscheinlich auf der Welt mit ganz vielen Leuten, die Hogwarts Legacy gekauft haben. Kann ich mir gut vorstellen. Wir ja ein paar im Chat haben. Ich glaube, bei meiner Chefin wird das passieren. Sie hat damals schon mal gesagt, wenn sie morgen am Morgen nicht rum ist, wir wissen warum. Dann ist sie einfach nur noch am Hogwarts Legacy durchsuchten. So, wenn wir das jetzt aber durch haben, dann gibt es, glaube ich, nächstes Mal schon ein bisschen mehr Abwechslung, weil jetzt so, wie sich die Situation da zuspitzt mit dem Eiffelturm, müsste ja in den nächsten Päckchen dürften eigentlich nicht mehr so die ganz grossen Säulen dabei sein, die wir jetzt schon 8 nachher gemacht haben, sondern wahrscheinlich so ein grosses Teil. Und da kommt ja dann noch der oberste Stock dazu und das Fähnchen am Schluss. Da hat es doch noch weiter oben hat es doch auch noch mal so einen kleinen Balkon. Ist jemand letztens im Eiffelturm gsi, der könnte bestätigen, wie teuer aktuell der Aufenthalt ist, oder nein, der Zugang zum Eiffelturm. Und ob man muss, das nimmt mich nämlich besonders Wunder, ob man muss extra zahlen, wenn man ganz rauf will. Es hat jetzt oberst hat's noch ein Ein-Stern-Gomio-Restaurant. Nicht, dass ich schon mal dort gewesen wäre, aber ich habe das gelesen. Und den kannst du wahrscheinlich nur mit einer Reservierung über oder wenn du so ein Spezialticket kaufst. Ich meine, man muss ja aus allem Geld machen, oder? 51. Wie groß ist es? 51. Jetzt haben wir 10 vor. 51 ist eigentlich relativ klein. Ja, okay. Mal schauen. Vielleicht machen wir es noch, vielleicht auch nicht. Ich hole jetzt mal ein Fundament da über.
Moment. Ich sehe jetzt natürlich mega viel. Hallo? Ja, wir machen geschwind das Zeug zusammen. Und zwar. Ich gehe jetzt gerade noch mal ein Stückchen zurück. So gescheit schauen, wie wir das vorige Teil dort anstecken. So. Okay. Also nehmen wir mal die da. Das kommt auch nicht drauf an, welches wo ist. Wow. Wow, das beugt sich alles hier. Alarm! Also das ist mir nicht so geheuer, ehrlich gesagt. Hallo! Das lösen wir jetzt so. Also da muss man schon wirklich... Ah nein! Was habe ich jetzt ab... Jetzt habe ich irgendetwas abgebrochen. No! Was ist es? Wo kommt das an? Ah, da. Balkon abgeschrissen. So. Und jetzt kommt noch das schwarze Teil da dazwischen. Und zwar irgendwie so. Ich höre mich natürlich gut, hä? Okay, so, jetzt. Hä? Das kommt ins Grauen, oder was? Ah, jetzt check ich's. So. Und da noch. Okay. Okay, ist gut. Ist gut. Oh, das wird einfach gigantisch. Meine Güte, ey. Aber ich habe so Angst, da dazwischen zu drücken, weil ich will einfach nicht zu viel Druck drauf geben. Okay. Das hebt auch schon. So, jetzt noch weiter vorblättern. Wo sind wir gewesen? Da sind wir schon drüber. Okay. Und dann noch der letzte. Aber das ist halt schon geil hier, oder? Das passt alles wie die Faust aufs Auge. Es passt einfach so schön zusammen. So, und jetzt kann man die nämlich da zusammenklicken. Ha! Und die dann noch reinfetzen. Da die Verbindungsteile. Jetzt drücke ich noch mal ein bisschen so drauf. Okay. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen etwas dran machen. Aber jetzt haben wir 54. Ja, aber das sind zu wenig Seiten. Okay, einen Moment. Ich tue jetzt das geschwind nochmal. Geschwind über. Da bin ich. Und dann zeige ich euch, wie es am Schluss aussieht.
Ah, er sieht schon damit geil aus. Er sieht schon geil aus. Also der Eiffelturm ist schon geil. Kann man sagen. Soll ich Mikrofon? Jetzt wollen wir nämlich nur noch so dafür für dazwischen nachher noch so Verzierungselemente machen. 4-mal. Dann ist schon gut. Die blauen tun wir auf die Seite, die brauche ich nachher. Dann machen wir die noch ganz geschwind. Im Akkord. Schafft man heute 9 Stunden im Akkordlohn? Ich glaube, Akkord ist ja, du wirst bezahlt nach der Menge von deiner Arbeit, oder? Oder gibt es auch bei der Maurer zum Beispiel nur noch Stundenlohn? Maurer ist, glaube ich, so etwas Typisches, oder, wo Akkordlohn bekommt oder bekommen hat. Ich weiß nur, dass man mit dem richtig viel Geld hat können machen. Gibt es echt Lego-Bauer, die auch am Akkordlohn arbeiten? Also ich ja nicht, ich habe ja Monatslohn. Regulär. Wäre auch gut. Dann würde ich natürlich schneller bauen, oder? Wenn ich nach Anzahl verbauter Klemmbausteine würde bezahlt werden. Dann wäre ich ganz fix. Dann wäre aber nicht mehr mit Geniessen, Leute. Der wäre nur noch anpfledern. Aber sehen ihr, wie ich Fortschritte mache? Ich mache das mit System. Ich mache das mit System. Ist euch das aufgefallen? Ausser, dass ich da zwischendurch das Falsche verbaue. Aber sonst mache ich es wirklich mit System. Ich finde, ich habe mich verbessert im Vergleich zum Anfang. So. Oh. Vielleicht hat sie da nachher ein extra Teil drin, das wäre noch schön. So ein extra Steuerrädchen. Da fetzen wir jetzt richtig durch. Aber ich sehe Licht am Ende vom Tunnel. Ich habe zwar auch gesehen, dass glaub, das Päckchen 72 das letzte ist. Und jetzt sind wir bei, was war es? 51. 51, ja. Also ein bisschen geht es schon noch. Aber recht einen grossen Teil haben wir jetzt schon geschafft. Also schon. Schon ist ein bisschen übertrieben. Erst. Ist ein bisschen untertrieben. Was liegt dazwischen? Schon erst geschafft. Wir haben es einfach geschafft.
lustiges Gebilde. So. Ah, jetzt muss ich da noch das Gartenhäkchen oben drauf. Wie viele unterschiedliche Klemmbausteine gibt es echt? Von Lego. Das müssen ja Hunderte sein, wenn nicht. Nein, Tausende wahrscheinlich nicht. Man versucht schon so nicht allzu viele unterschiedliche in einem Set unterzubringen, damit es ein bisschen einheitlich aussieht. Okay. Die werden jetzt so unten reingehängt. Und die kommen noch oben drüber. Okay, ein Vorschlag. Bin etwa 1 Minute weg, da geschwind, das im Zusammenbau, und dann zeige ich euch nachher, wie das aussieht in echt. Nämlich so nachher. Kommen wir gerade wieder. Holen. So, ja, eben genau zu dem kommen wir jetzt. Real Phoenix, voilà, jetzt muss ich mal einmal ganz weit, wow, das nimmt ja mega laut auf da, wieso sagen wir auch nichts? So weit sind wir. Wow! Schau mal, je näher ich so eine Kamera habe, desto grösser wird es. Ist das nicht faszinierend? Also es ist wirklich... Also ich sehe jetzt, das ist meine Elle mit der Hand. Also es ist wirklich riesig. Jetzt schon. Und es wiegt auch ziemlich etwas. Ich würde es jetzt aber nicht gross irgendwie durch die Luft schwingen wollen. Aber es ist echt... Also es ist mega schön. Es ist eigentlich nur grau, oder? Aber ich finde, es macht richtig etwas her. Wenn das Teil in voller Größe hinten unten, da hinten unten, sieht man es natürlich nicht. Aber dort, wo der Kirby jetzt steht, dort in der Ecke steht, wo man da den Eiffelturm jeden Tag, oder nicht jeden Tag, fast jeden Tag im Stream könnt, betrachten. Wunderbar. Okay, also, es ist Zeit zu gehen und ja, ich muss auch wieder ein bisschen scheffeln, Leute. Man denkt es aber gar nicht, aber es ist wirklich so. Danke viel 1000 Mal für die Follows heute, fürs Chatten, fürs mit mir abhängen. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, wie jeder Dienstag. Ist wirklich eine grosse Freude mit euch zusammen. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Morgen ist der Troy wieder am 3 online. Schaut auch bei ihm in den Stream rein. Gestern noch geschaut, was er streamt. Das ist mir natürlich schon wieder rausgefallen, weil es irgendetwas wie heisst Inktalia oder so, etwas in die Richtung. Sehr ein spezielles Spiel mit wunderschönem Artstyle, ja, mittelalterlichen
ein Mönchs-Kalligrafie-Stil, kann man schon fast sagen. Also unbedingt mal reinschauen, wird sehr, sehr interessant. Und dann haben wir eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder am Eis für ein bisschen mehr Eiffelturm. Tschüss miteinander!